Ein Artikel, den ich gerade vor kurzem gelesen habe, erschütterte mich zutiefst. Und wer jetzt denkt, es ist allein die Idee dieses Vorhabens, nämlich dass hier in der Schweiz, in Luzern, an der ersten queeren Bibel getüftelt wird, dem muss ich leider sagen, wie es Gott dem Hesekiel offenbarte: Du wirst noch mehr große Gräuel sehen. Dieser Artikel, auch wenn er nur kurz ist, so offenbart uns dessen Inhalt dennoch sehr deutlich den Geist und das Denken der heutigen Zeit und wie man versucht, Gottes Wort dem heutigen Maßstab anzupassen. Neuer Blick auf Bibeltexte. In Luzern wird an der ersten queeren Bibel getüftelt. Ein Update für die Heilige Schrift. Die Bibel soll der queeren Community zugänglich gemacht werden. In der Bibel können auch queere Menschen Inspiration finden. Das sagen die queer-feministische Aktivistin Mentari Baumann und der römisch-katholische Theologe Meinrad Fuhrer. Nun, irgendwie stimmt das ja auch. Die Bibel ist auch für queere Menschen gedacht. Doch um was geht es eigentlich? Was für eine Inspiration erwartet man denn in der Bibel zu finden? Weshalb denkt eine feministische Aktivistin wie sie oder ein römisch-katholischer Theologe wie er, dass man dafür zuerst Gottes Wort anpassen müsste, für diese queere Community? Vielleicht noch kurz eine Erklärung zu dem Wort queer und dessen Bedeutung, denn schließlich ist dieser Begriff nicht jedem geläufig. Queere Menschen sind Menschen, die der Norm der Heterosexualität und des Zweigeschlechtersystems in die Quere kommen. Queer ist ein Überbegriff für Lesben, Schwule, Trans- und Intermenschen, beinhaltet aber zudem den Anspruch, Zweigeschlechtlichkeit und Heterosexualität politisch wie auch theoretisch zu hinterfragen und zu stören. Versuchen wir es mal mit einem Beispiel. Sagen wir mal, jemand identifiziert sich als Kleptoman. Er hat also den zwanghaften Drang zu stehlen. Und er outet sich als solcher. Sollte man nun, um seine Identität nicht zu hinterfragen oder womöglich ihn zu verletzen, diesbezüglich Gottes Wort auch umschreiben? Denn auch Diebe, Betrüger und Mörder können in der Bibel Inspiration dazu finden, so zu bleiben, wie sie sind. Nämlich, wenn sie dem Beispiel der in der Bibel erwähnten Sünder folgen, statt aus ihren Fehlern zu lernen. Doch zu Sündern spricht Gott: Kehrt um von euren bösen Wegen. Soll das nun auch umgeschrieben werden? Schließlich ist Diebsein auch eine Identität, oder nicht? Nämlich die eines Diebes. Das Problem liegt auf der Hand, denn das heutige Verständnis der Christenheit bezüglich Erlösung ist schließlich dies, dass man in seinen Sünden gerettet werden will, statt von der Sünde. Lesen wir weiter. Queere Passagen identifizieren und hervorheben. Meinrad Fuhrer will zudem vermeintlich queerfreundliche Stellen hervorheben. Etwa in der Josefsgeschichte. Dort heißt es, dass Josef von seinem Vater ein Gewand erhält, das an anderen Stellen als Prinzessinnenkleid bezeichnet wird. Fuhrer macht daraus eine Geschichte über einen begabten, hypersensiblen jungen Mann und wie er damit in seiner Familie umgeht. Er stellt die Frage, was eine Queer-Identität damit zu tun haben könnte. Es sind Erweiterungen wie diese, die in der Luzerner Bibel enthalten sind. Und dann gibt es einige Textstellen in der Bibel, die gar keine Sexualität enthalten, die man aber queer denken könnte. So gibt es Passagen, die aussagen: So wie ich gemacht bin, bin ich gut. Es gibt viele solche inspirierenden Stellen und wir heben diese hervor, betont Meinrad Fuhrer. Stellt euch einmal vor, ein Vergewaltiger oder ein Pädophiler bezieht diese Aussage auf seine jeweilige Identität als solcher. Könnt ihr sehen, was für eine Richtung solche Ideen führen, wenn man sie zu Ende denkt, wenn man Gottes Maßstab, seine Ordnungen und Gesetze dabei beiseite stellt? Und es müssen ja noch nicht einmal so krasse Beispiele sein. Was ist mit jemandem, der egoistisch ist, der nur an sich denkt, oder jemand, der andere zu seinem Vorteil ausnutzt, betrügt und lügt? Kann jemand, der so bleibt, gut sein?
Weiter lesen wir, auch queere Menschen haben ein Recht auf die heilsame Kraft der Bibel. Ja, dem stimme ich voll und ganz zu, auch sie haben das Recht auf die heilsame Kraft der Bibel. Doch wie soll man diese erfahren, wenn man gleichzeitig der Bibel ihre heilsame Kraft durch ihr eigenes Menschenwort für diese Menschen entzieht? Ist es nicht vielmehr so, wie Paulus es schreibt? Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Oder wie Jakobus schreibt, darum legt ab allen Schmutz und allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, das die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Weiter sagt dieser Theologe, dass es vollkommen natürlich sei, die Bibel weiterzuschreiben und neues Wissen in die alten Texte mit einfließen zu lassen. In diesem Sinne soll auch die queere Luzerner Bibel nicht als fertiges, starres Produkt gedruckt, sondern ständig erweitert werden. Gott sagt jedoch, ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort, das ich euch gebiete, und sollt auch nichts davon wegnehmen, damit ihr die Gebote des Herrn eures Gottes haltet, die ich euch gebiete. Und nun möchte ich euch einmal vorlesen, wie dieser Theologe gedenkt, Gottes Wort umzuschreiben oder wie er sagt, zu erweitern. Denn die Art und Weise, wie er oder sie dies tun, ist nicht nur, ja man kann sagen, blasphemisch, sondern offenbart auch den satanischen Geist, der dahinter steckt. Für die neue Luzerner Bibel schaut sich das zu unter anderem vermeintlich queerfeindliche Bibelstellen an, etwa den Römerbrief im Neuen Testament. Darin mahnt Paulus, dass Männer und Frauen ihre natürlichen Beziehungen aufgegeben hätten und mit ihresgleichen verkehrten. Diesen Bibeltext finden wir in Römer 1, und bevor wir gleich weiterlesen, wollen wir uns zuerst diese von ihm erwähnte Bibelstelle anschauen. Römer 1, ihm geht es um die Verse 26 und 27. Wir lesen dort, darum hat sie Gott auch dahingegeben in entbehrende Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem widernatürlichen. Gleicherweise haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen. Und was ist nun die Antwort des römisch-katholischen Theologen Meinrad Fuhrer darauf? Jetzt schreibe ich Paulus einen Brief und erkläre ihm, was ich an seinen Gedanken spannend finde und was aus heutiger Sicht problematisch ist. Ich erzähle ihm, was sein Text für eine Wirkungsgeschichte hatte und wie wir das heute lesen. Dieser literarische Antwortbrief liegt dann auf einem gesonderten Blatt der entsprechenden Stelle in der Zürcher Bibel bei. Wie hört sich das für euch an? Müssen jetzt Menschen Gott belehren? Offenbart es nicht den Geist der heutigen Zeit, dass nicht der Mensch es ist, der umkehren muss, sondern die Bibel, die sich bekehren muss? Was für ein verdrehter und kranker Gedanke das doch ist. Aber die Bibel ist nicht Menschenwort, auch nicht die Worte eines Theologen. Paulus zusammen mit Silvanus und Timotheus stellen klar, darum danken wir auch Gott unablässig, dass ihr, als ihr das von uns verkündigte Wort Gottes empfangen habt, es nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, als Gottes Wort, das auch wirksam ist in euch, die ihr gläubig seid. Denn alle Reden Gottes sind geläutert, er ist ein Schild denen, die ihm vertrauen. Tue nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht bestraft und du als Lügner dastehst. Sprüche 30, Vers 5-6. Wem wollen wir also vertrauen, Menschenwort oder Gottes Wort? Denn weil die Welt durch ihre Weisheit Gott in seiner Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott, durch die Torheit der Verkündigung diejenigen zu retten, die glauben. Ich wünsche dir Gottes Segen und bis zum nächsten Mal bei Ein Licht in der Dunkelheit.